Letztes Jahr war ein Wahljahr. Ja, wir sind am Oktober, kein Mensch weiß nicht, was 2019 war. Aber 2019 war ein Europawahl. Und die waren am großen Ganzen mehr wie positiv für uns. Auch wenn wir mit knapp über 10% von den Stimmen einen Sitz nimmer ganz knapp verpasst haben. Vielleicht war der Gast doch sicherlich traurig, aber auch ein bisschen froh, dass sie nicht nach Brüssel kommen müssen, für dann doch nicht haut an Pension oder an 3D an Pension gehen zu können. Wie dem auch sei, ein Wahlsystem war, als bleibt, kurzfristig ungerecht für kleine Parteien. An allen anderen europäischen Ländern hat eine Partei mit 10% ein paar Deputierten auf Brüssel geschickt. Die Mehrheit zu Lützburg nimmt den traurigen, die traurig 4. oder 5. Platz, je nachdem, wie ihn gesehen. Das Jahr ist aber alles anders. Covid-19 dominiert als Leben, als Schaffen, als Denken, und last but not least, als Finanzen. Als Finanzen sind gut, so die Gambia. Dürft kasten, was das kastet, so die Gambia nachher. Und noch nicht mehr 5 Monate wird der kleine Minister mit den schmalen Schülerinnen hat über die Finanzierung von der ganzen Geschichte nachgedacht und du plötzlich von der breiten Schülerinnen geschwärzt, das ganz drohen ist. Was sind dann aber nur die breiten Schülerinnen? Minister wohl nicht, weil die haben nicht mehr an Neuseeland auf 20% von ihrer Pai verzichtet. Also trifft das Heimat der breite Schülerin, wir nehmen die Leute, die mehr wie ein Minister verdienen, oder? Ich meine nicht. Und dann Kersch kriegt du noch nach ganzer Jahr Hilfe aus der Opposition. Der Präsident von der CSV hat auch mal gehört. Und hat hier ganz persönlich gut im Press von mir. Das ist nicht einfach als Parteipräsident, wenn die Chambersmandat gehört zu geben. Ich erlebe das schon seit einer guten Zeit. Für ein Beispiel. Der Gast geht an Pension. Er verlässt für eine Partei DDR, aber nach viel mehr verlässt für den Parlamentarismus an einem Land. Wie wird dazu gefragt? Der Generalsekretär? Nee. Der Parteipräsident? Nee. Aber der Fraktionspräsident wird gefragt. Ich habe kein Ego-Problem damit. Erstens ist er mehr wie ich und hört immer ein Kostüm an. Und überhaupt haben wir am Ferner Chance, dass ihn auch weiß, was er sieht, ganz am Konträr zu vielen anderen Deputierten aus anderen Parteien wohlgemerkt. Aber zurück bei den Namen Frank Enger. Für das endlich in ihm lauscht, schwätzt ihn doch wirklich von Familiensteuer an Erbschaftssteuer. Das sind die Steuern auf Sachen, die schon mindestens, und das kann der Reue ich ganz gut erklären, 2 bis 3 Mal versteuert kaufen. Und nicht mehr, weil ihn ein Mann oder ein Pap verloren wird, meint dann ein CSV-Präsident, nun ist der Staat mit ihr will. Und natürlich jubeln Sozialisten an die Geringen, da mit, von denen Linken gönnen zu schwätzen. Ich so nicht, hei, dass es so etwas mit der ADR nicht gibt. Solange hei Milliarden über die Füssen langs der Fisk gebraucht gehen. Füssen sind die Fonds d'investissement spezialisiert, die auch eigentlich nie gedurcht, aber auch auf Lützburger Immobilien benutzt gehen und dort zu einer Aberration an einem Steuersystem führen. Sie bezahlen nicht mehr ein Taxe d'Abonnement, un point c'est tout. Aber während ihr beim Immobilienkauf, wenn ihr ein Appartement für Erkannt kauft oder ein Appartement für zu lohnen als Altersversicherung kauft, den Enregistrement an TVA bezahlt, und das kann je nach Situation labberball 25% vom Gesamtpreis von der Immobilie sein, bezahlt der Fies nichts von seinem Gewinn. Aber wenn dann die Gesellschaft, die der Proprietär von dem Fies als abgelesen wird, und nicht mehr wie 10 Aktionäre gibt, dann fallen mal keine Steuern bei der Ablesung. Das heißt, der Benefiz geht zu 100% ganz legal, Land, Eiselstaat gefördert. Aber ob der Boom in ihrem Haus Erbschaftssteuern, das tun wir gern. Wie verzweifelt muss ihn als Parteipräsident von einer CSV sein, für so etwas zu sorgen. Aber im Füssen mache Gambia ein Bau wie den Teufel im Weihwasser.
soll es alt so sein wie früher an Deutschland, wo die Sozialisten Ortgenossen von den Bossen waren. Damals an Deutschland waren die Industriemanager und zu Lützeburg sind die Immobilienspekulanten. Aber genug gelästert. Dieser Kongress ist wichtig. Nicht nur wegen dem Gast an dem Ferner, die allen zwei an den neuen Lebensabschnitt antreten. Nein, dieser Kongress gibt der Partei Leitlinien für eine Zukunft zu gucken. 3 große Felder sind nach vielen Sitzungen von Exekutiv und Nationalkomitee ausgeschafft. Das erste ist eine Resolution über den Klimawandel, der zweite über den Wohnungsbau und der dritte über das Asyl- und Migrationsfonds. Von den wichtigen Themen von heute ist sicher der Klimawandel. Und es kann ich nicht so leicht zu mengen, dass die spezifische Versuche zu Lützeburg gemerkt wird, für die verschiedenen Schichten von der Gesellschaft gegen den, ob ihn zu hetzen. Die Diskussion über den Klimawandel geht nur eiser an nur Menge Aussicht auf einem falschen Fuß gefeiert. Der Klimawandel als Fakt. Was nicht Fakt ist, als Kontribution vom Mensch, je nur Etude, mal mehr oder Männer. Aber das ändert nichts an einem Grundproblem, dem Klimawandel. Der exorbitante Croissance von der ersten Welt, und da sind wir als Lützeburg am Spitzpeloton, und last but not least, der Ausnutzung von unseren Ressourcen. Das heißt, dass die Diskussion, die da draußen gefeiert wird über den Klimawandel, eigentlich ein rein akademisch ist. Wenn mein Haus brennt, ist es mir mal black egal, ob es durch meinen eigenen Fehler geschieht ist, ob ich es umgestacht habe, ob mein Nachbar es war oder der Blitz. Ich will helfen, aber direkt und auf der Platz. Und so ist das auch mein Klimawandel, der exorbitante Croissance und dem exzessiven Ausnutzen von Ressourcen. Das heißt, all die mit uns nicht mehr über das Problem diskutieren wollen, provozieren immer einen Keil an den Gesellschaftsschichten, ohne dass es an der Sache viel geht. Und es muss viel gehen, weil für die Menschen also 45 wird. Wir haben kein Planet B, auch der Gast an der Ferner nicht, die sollen immer eine Idee haben, weil wir haben eine Erde, also kein Erd B, als du, auch wenn sozialistische Politiker an ehemalige Ex-Ministerin davon zu drehen schenken. Wenn wir darauf hoffen gingen, ob die Erd B, da können wir auch die Atomenergie als Lösung für ein CO2-Problem gesehen, und in Zukunft findet dann schon bestimmt irgendeine eine Lösung für den Dreck aus den Atomdeponien zu recyceln. Aber kommen wir zurück auf Lützeburg. Ich stelle fest, das ist keine Diskussion darüber, dass wir etwas machen müssen, Diskussion als nehmen über die Ursache. Und dann interessiert heute zu Lützeburg kein Mensch. Ich wollte ein Beispiel. Wenn die Griechen nicht von sich selber ihre Projekte mit der Molkerei abgehen hätten, da gäbe es in 2 Jahren einen blauen, einen grünen und einen roten Minister, Hofrecht, Bannercher, für eine Molkerei durchschneiden. Das heißt, es gibt nicht gemäht, es gibt nicht mehr diskutiert. Aber der Teufel, wenn ihr ein Gebäude an der Gringzone habt, und ihr seid nicht an der Gringer Partei, dann dürft ihr nicht renovieren, nicht modernisieren, gar nicht dürft ihr dürft nach Grad es verkommen lassen. Das ist Gringpolitik zu Lützeburg, eben genossen von den Bossen. Kommen wir aber auf ein spezifisch Lützeburger Problem zurück, den Wohnungsbau und die Wüstung. Es kann nicht so viel gehen. Als Straße verstoppen, all Neues und all Oves. Trotz oder wegen dem Tram, die nehmen eine Lokallesung oder soll ich so ein Dreier Spielsache von den Leiters. Straßeninfrastrukturen an diesem Land sind schlecht, weil nicht auf diesen Trafik ausgelöst, den wir haben. Der Transportpublik verdient auf viele Plätzen diesen Namen nicht. Ich habe mein Auto geholfen, hier hinzukommen und darüber nur gedacht, wie es dem Klima schon besser geht, wenn wir wie in Deutschland, wie die Grünen nur Bausen projizieren, zum Beispiel 7 Cent auf eine Akzise mehr bezahlen, aber von denen Millionen Euro kann sich das Klima dann ein Kur zu Bad Mondorf leisten. Wie lange wollen wir dann nach der Gag mal das machen? Akzisen zu erhöhen, hilft der Staatskäse, aber nicht dem Klima. So haben wir konkret Proposen an als Resolutionen geschrieben, die der Herr Nonach vorgestellt hat.
Aber halt, da war nach die Idee vom Herrn Thürmes, dass ihn für nicht zu viel zu reisen, bei seinem Erbicht wohnen soll. Nun muss ihn aber wissen, dass die neue Landesplanung nicht mehr nach ganz wenigen Plätzen hier am Land viel gesagt, dass das Land sich da industriell an Arbeitsplätzen entwickeln soll. Und du hast keinen bezahlbaren Wohnraum mehr, beziehungsweise überhaupt keinen Wohnraum mehr, den ihn, außer hätte einen Ministerspreis bezahlen kann. Solange wie nicht fundamental umgedurcht wird an der Wohnungsbaupolitik, wie Füssen existieren, aber Benefizen, die nicht versteuert wird, brauchen wir nicht zu erwarten, dass sich am Wohnungsbau irgendetwas ändert. Da denkt der ADR klar und deutlich, den unmaßigen, unkontrollierten Wachstum als Hauptursache von der Wohnungsnot zu Lützeburg. Weder neue Steuern noch Enteignungen, wie von Gambia envisagiert, da von den Linken mitgedroht, sie probat Mittel für die Wohnungsnot an den Griff zu kriegen. Ziel muss es sein, als Lebensqualität zusammen mit unserem Lebensstandard zu erhalten. All Mensch soll hier am Land etwas Eigenes sich können leisten. Wohnung ist bleibt der Lebensmittelpunkt von der Familie und Familie als Keimzelle von einem demokratischen Staat. Mehr sehr Prozeduren mit strikten kurzen Delayen für alle konzernierten Verwaltungen müssen angefordert werden. Für das Wohnungsbauprojekte raisonabel und wirtschaftlich durchgeführt werden. Ich selber bin in einem Gemeinderat, nur seit 3 Jahren, und schon die Gemeinderat für drin hat, bei einer Gemeinde 3 Sozialwohnungen geplant. Ich kann nicht sagen, nächstes Jahr könnte Bagger. Wir sind am 5. Jahr von der Planung. Das liegt nicht daran, weil die Gemeinde zugenommen hat. Es liegt einfach nicht daran, dass der administrative Weg so lang ist, dass es nicht an einem Delay raisonabel zu machen ist. Und den Devis, den man für 4 Jahre hat, den können wir inzwischen am Dreck immer geheiert, weil den hat nichts mehr mit dem zu tun, was man noch bezahlen muss. Im Term soziale Wohnungsbau ist an unserer Meinung auch diskriminatorisch. Weil wir haben immer mehr Leute aus verschiedensten Gesellschaftsschichten, die von der Wohnungsnot getroffen gehen. Und der soziale Wohnungsbau mischt eine Zwei-Klasse-Gesellschaft. Wir denken, wir sollten anstatt von sozialem Wohnungsbau von erschwinglichem Wohnungsbau schwätzen. Der Wohnungsnotstand ist auch eine Hauptursache für was über 50.000 Lützeburger und auch viele ehemalige Residenten von Lützeburg ihr Wohnungen an die Lobbeschländer sicher gegangen sind, geholfen. Das ist keine Entwicklung, die besonders für ein Land, was nicht mehr so wenig Einwohner eigentlich hört. Recht, ob menschenwürdig wohnen, soll last but not least an Verfassung verankert werden. Somit machen wir uns eine Reihe von Gedanken, die sich all an der Resolution über den Wohnungsbau von diesem Kongress rumfahren würden. An der Reihe geht Herr No am Detail nach Europa. Also Wachstum geht aber auch de Pair mit der Migrations- und Asylpolitik. Auch hier müssen wir nur denken. Nicht, dass wir gegen eine gesunde Migration führen, aber was hier die letzten Jahre gelabert ist schon erstaunlich. Wir haben an der DDR festgestellt, dass wir an diesem wichtigen Bereich die einzige Partei sind, die klare Alternativen zur Politik von der aktuellen Regierung haben. Einen unkontrollierten Druck findet draußen auf die Grenze von Europa statt. Von Personen, die an Europa auf der einen Seite Schutz sichern, aber auf der anderen Seite nehmen zum Teil einen Anspruch auf diesen Schutz haben. Weil viele von diesen Personen nehmen ökonomisch Gründe und sind damit tausend alle legaler Dispositionen von Immigration, Arbeits- und Aufenthaltsrecht an Europa. Die DDR hat damit als einzige Partei den UN-Migrationspakt refusiert. Wir sehen am öffentlichen und internationalen Recht keine Basis für Recht auf Migration. Was wir aber gesehen, wofür wir stehen, ist, dass Leute an Ländern an Not, die humanitäre Hilfe brauchen, massiv unterstützt werden müssen, das zum Beispiel mit der W vom UNHCR, und auch großzügig finanziert werden müssen. Es mischt keinen Wert, die Leute über Zehntausende von Kilometern zu deplacieren, wenn man mit viel Männern suchen, viel mehr Leute auf der Platz direkt helfen können. Das nicht nehmen
eng menschliche Verpflichtung, mir auch ein Beitrag dafür, dass die Leute sich nicht an der Hoffnung auf ein gefährliches Reis machen, für sich an Europa eine neue Existenz abzubauen, die an der Form an 99% von den Fällen nicht stattfindet. Wir wollen den Leuten da helfen, wo sie sind, und da, wenn sie Hilfe und Unterstützung brauchen. Und wir brauchen keine schönen Fotos mit 3 Flüchtlingen um Findel und 4 Masken. Wir brauchen Fotos mit Tausenden von Leuten, die Brunnen an Arbeitsplätzen an ihrer Heimisch kriegen. Aber das ist natürlich nicht so medial. Die Position von der ADR, wie hier an dieser Resolution, die da auch haut nach vorgestellt wird vom Fernand, betrifft vor allem 3 Bereiche. Die Situation von denen Leuten, die Asyl frohen, auf Basis von der Konvention von 1951, von den Kriegsflüchtlingen, auf Basis von der Genfer Konvention von 1940, an ihren Accueil zu Lützeburg, den europäischen, an dem weiten internationalen Kader, und schlussendlich da weiß, wie die Prozeduren zu Lützeburg gefordert werden. Über all die Punkte kriegt ihr am laufenden Kongress nach Info. Ich könnte noch eine Stunde so weiterführen. So viele gute Ideen hatten wir an diese Gremien und ich so denke, alle Parteimember, merci, die da mitgeholfen und den Resolutionen zu schaffen. Aber es kommen auch viele Leute noch mehr drin und ich will ganz am Schluss noch ein Kriterium Gelegenheit, mich kurz und nicht zu adressieren. Heute der von der nationalen Kommemoration, auch wenn auf nächste Sonntag verlöt ging, sollte man aber durch ein massive Wort am Kongress für diese Resolutionen ein Zeichen setzen, dass RDR zu Lützeburg aus der politischen Diskussion nicht mehr fortzudenken ist. Sie ist die einzige Partei, die rechts von der Mitte die bürgerlich-konservative Werte nach vertritt. Wir sind nicht nur jetzt gerutscht, die anderen sind auch noch längst fortgelaufen. Das ist nicht die Frage, wie weit sind wir jetzt, das ist die Frage, wie weit links von der Mitte sind all die anderen Parteien. Ich so nicht, merci.